vorhin gerade das Du angeboten, habe ich zugegriffen. Jawohl, gerne. Du bist ein waschechter Pfälzer, wie man etwas hört. Was ist denn für dich typisch pfälzisch? Typisch pfälzisch. Der typische Pfälzer ist unglaublich entspannt, unglaublich positiv gestimmt. Er feiert gerne. Das war's eigentlich schon. Das reicht auch. Das bist du, oder? Das bin ich, ja. Als Joe Cholet und als Privatperson. Joe Cholet ist ein toller Künstlername. Wie bist du auf den gekommen? Danke. Ach, wie bin ich drauf gekommen? Vom Vornamen einfach abgeleitet, vom Jochen, der Joe. Und Cholet, die Schorle, die Weinschorle, ganz bekannt in der Pfalz. Eine schöne Rieslingsschorle, eine schöne Weißherbstschorle. Trinkst du und gerne? Natürlich, jetzt vor allem im Sommer. Und damit es auch international klingt, einfach das Cholet dahinter gezogen. Joe Cholet. Warst du bei dieser Entscheidung ganz nüchtern? Ich gehe davon aus, ja. Ich kann mich zumindest noch dran erinnern. Gab es da keine Rotwein-, Weißweinschorle vorher? Sie hat vielleicht ein bisschen mitgewirkt. Du bist Musikkabarettist, das heißt, was? Also ich trete auf als Joe Cholet, the Godfather of Pfalzpop, der sich aufgemacht hat, der Welt die Ursprungsversion bekannter Pop-Hits zurückzubringen, nämlich auf Urpfälzisch. Joe Cholet hat die nämlich alle geschrieben und jetzt ist er unterwegs wieder auf den Bühnen, um zu zeigen, wie die Originale eigentlich davon lauten. Ah, siehst du? Und wer hat sie dann nachgemacht, wenn du die Originale gemacht hast? Ja, die ganzen bekannten Künstler, die damit Geld machen. Zum Beispiel Lady Gaga? Lady Gaga, Michael Jackson, Robbie Williams. Wie heißen dann die Lieder bei dir oder hießen die damals? Also von Lady Gaga, das bekannte Pokerface, das hieß eigentlich im Original Schopperglas, also passend auch zum Pfälzischen. Dann gibt's zum Beispiel auch den alten Klassiker aus den 70ern, A Horse with No Name. Das hieß eigentlich früher Der Horst bringt mich heim, nach zu viel Weinschorle. Wer ist der Horst? Der Horst ist der mich dann heimbringt. Ein Freund von dir. Der findet sich dann immer. Lass doch mal was hören von Rihanna, gerade das Lied. Kannst du das mal kurz anstimmen? Oh. Von Lady Gaga? Ja, von Lady Gaga. Okay. Probieren wir mal kurz aus. Schopperglas hieß es? Schopperglas, genau. Habe ich jetzt auf den falschen Fuß erwischt? Ist doch fast auf dem falschen Fuß. Nee, das passt schon. Ja, passt schon. Doch. Hopfel nei, ich habe viel zu leeres Schoppeglas. Dohin kennt man grad verdurste. Hopfel nei, ich habe viel zu leeres Schoppeglas. Dohin kennt man grad verdurste. Schoppeglas, Schoppeglas. Super. Wie bist du darauf gekommen, Lieder auf Pfälzisch zu schreiben? Wie bin ich drauf gekommen? Ich glaube, das liegt ein bisschen in den Genen bei mir. Also mein Vater ist auch Karnevalsverein und auf Theaterbühnen, da hat er Stücke umgeschrieben auf Pfälzisch oder einfach mal so kleine Sketche umgeschrieben. Und da bin ich, glaube ich, drauf gekommen, einfach auch so ein bisschen mit der Sprache zu spielen. Also ich bin es schon gewohnt, ein gepflegtes Hochdeutsch zu sprechen, aber dann doch einfach mal auf Pfälzisch auch einen rauszuhauen. Und gerade bei den Liedern fällt es einem auf, irgendwo klingt es lautmalerisch dann mal doch wie so ein englisches Wort oder wie ein anderer Titel und auf einmal kam das raus. Und wie bist du dazu gekommen, dich zu bewerben bei diesem Talentwettbewerb? Also als Joe Cholet mache ich das schon knapp über ein Jahr und dann habe ich die Anzeige im Internet gefunden vom SWR. Zufällig und habe dann gesehen, eben eine Talentshow, regional begrenzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich genau das richtige Forum, die richtige Plattform, um mal so ein bisschen diese Mundart-Comedy rüberzubringen und dann auch einfach mal mehreren Leuten zugänglich zu machen, weil ich bisher sehr gutes Feedback dafür bekommen habe. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben und jetzt hat ja geklappt, wie man merkt. Hat geklappt. Es machen aber nicht nur Musiker mit bei dieser Talentshow. Wer darf noch antreten? Nee, also es ist eine richtige Talentshow. Das heißt, es sind Tänzer dabei, Sänger natürlich, weitere Comedien, Bauchredner, Zauberer. Aus jeder Sparte, die man auf der Bühne aufführen kann. Und wie schätzt du deine Chancen ein? Meine Chancen sind 1:18. Nein, ich muss mal abwerten. Hast du die noch nicht kennengelernt, die anderen? Nur auf Bildern. Ach bisher. So, ach, ja, du weißt noch gar nicht, was dich erwartet. Nein, ich weiß nur von Bildern und kleinen Videos, was mich erwartet. Und da bin ich mal gespannt, wer sich wie live schlägt, was die Jury drüber sagt. Und ja, ich schätze mal, jeder wird sein Bestes geben und dann schauen wir mal, wer wie durchkommt.
Genau, übermorgen gibt es die erste Qualifikationsshow, den Freitag danach wieder ein und du machst am 24.08. mit. Richtig, in der 3. Show. Wenn du dann der Kracher bist, was du ja bist, kommst du ins Finale eine Woche später und wirst es vielleicht allen zeigen. Du machst nicht nur als Einzelperson ein bisschen Musik, sondern auch in der Band. Was macht ihr denn für Musik? Richtig. Ich bin eigentlich seit 20 Jahren auch Keyboarder in einer Band oder in verschiedenen Bands. Und aktuell haben wir da eine Michael Jackson Show und eine Robbie Williams Show. Und das war eben auch dieser Kontrast dann zum Joe Cholet, dass ich einfach eben dieses ganze Technische, also viele Keyboards auf der Bühne, den Laptop und eine große Show einfach mal runtergebrochen auf einen allein mit akustischen Instrumenten und eben witzigen Texten. Ein krasser Gegensatz dazu einfach. Bei dieser großen Michael Jackson Show, da singst du auch mit? Nee, das singe ich nicht mit. Da haben wir ein richtig gutes Double aus Köln, da haben wir Tänzerinnen dabei, da haben wir einen richtig guten Background-Chor. Ach, so riesig ist die Show. Ja, so riesig. Da sind zeitweilig bis 14, 16 Personen auf der Bühne. Ja, Wahnsinn. Unterschiedlich. Firmenfeiern, großen Festern. Wow. Nächsten Freitag sind wir in Konstanz auf dem Seefest, auf dem Sommernachtsfest. Oh, schön. Nächstes Jahr haben wir eine große Show hier in der Gegend am 9.3. in Landau im Kino. Wo man bist ja schon weltberühmt. Ich arbeite dran. Dann lass jetzt noch mal was von dir hören. Was willst du noch mal spielen? Okay, ich hätte noch einen schönen Titel. Damit ich nicht nur eben für englischsprachige Musiker schreibe, schreibe ich auch für portugiesische Musiker. Und ein Knaller, der uns das letzte Jahr, glaube ich, begleitet hat in den Charts, der ist natürlich auch im Original von mir. Der klingt wie gerade, wie wenn jemand niest, dieses Nossa. Nur im Original auf Pfälzisch heißt es eigentlich Wasser. Dann mal los. Gut. Wasser, Wasser, brauchst Fähren, gescheite Scholle. Ich trink nur Pelzerweih, ich trink nur Pelzerweih, ke Viertel, ke Achtel, mir hen doch gescheite Gläser. Komm, schenken, shoppe, Ei, komm, schenken, shoppe, Ei, was ein Durst, rinnt mir die Kehlen ab. Und die Pelzersonne scheint mich an. Und der ganze andere Kappes zieht an mir vorbei. So kann man leben, so wird alles klar. Und ich sag Wasser, Wasser, brauchst Fähren, gescheite Scholle. Ich trink nur Pelzerweih, ich trink nur Pelzerweih, ke Viertel, ke Achtel, mir hen doch gescheite Gläser. Komm, schenken, shoppe, Ei, komm, schenken, shoppe, Ei, Wasser, Wasser, brauchst Fähren, gescheite Scholle. Ich trink nur Pelzerweih, ich trink nur Pelzerweih, nur Riesling, nur Weißherbst und das aus gescheite Gläser. Komm, schenken, shoppe, Ei, komm, schenken, shoppe, Ei. Dankeschön. Jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Große Gläser, gescheite Gläser haben wir, aber ist nur Wasser drin. Aber eben nur Wasser drin. Ja. Trotzdem Prost. Zum Wohl. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was heißt denn das auf deinem T-Shirt da? Jo Allah? Das heißt Jo Allah. Es ist das universale Pfälzerwort, das als Antwort für alles geht. Jeden Satz kann man mit Jo Allah beginnen und dann wird er gut. Ja, okay. Dann kommen wir mal drüber. Und ich verrate Ihnen nochmal, was Sie morgen bei uns in der Sendung erwartet. Da wir gerade eben schon musikalisch waren, geht es da auch musikalisch weiter. Mit Günther Schneidewind rede ich über Whitney Houston. Und mit Eberhard Schell werde ich einen Schokoladentest machen. Ich freue mich, da werde ich voll in meinem Element sein. Schokolade, ich liebe sie. Woran erkennt man aber eine gute Schokoladenqualität? Das erfahren wir morgen. Morgen sind wir schlauer. Schalten Sie auch wieder ein. Um 16.05 Uhr geht es dann los mit Kaffee oder Tee. Hier geht es auch weiter mit Kaffee oder Tee und schönem Wasser. Ja. Bist schon aufgeregt für deinen Auftritt? Ein wenig. Ich trainiere noch.